Geld macht fröhlich. Geld ist sehr, sehr nützlich, denn das Leben ist leider ziemlich teuer. Yeah, yeah, yeah. Geld macht Freude. Geld macht Spaß. Geld gibt so viel Kraft. Und manche geben damit Feuer. Geld ist schön. Es ist so praktisch. Kann so viel dafür kaufen. Schön, nur nicht den Fehler machen. Bleibt der bloß? Das ist ein Shitkerl. Henry! Ich bin erschrocken. Wo warst du denn um alles in der Welt? Du bist fast eine Stunde zu spät. Vico und Ellie werden jeden Augenblick hier sein. Zu deinem Geburtstagsessen. Warum hast du denn nicht angerufen, wenn du länger arbeiten musst? Oder schon wieder einer vor die S-Bahn gesprungen? Sag was, Henry. Gelbe Seiten. Gelbe Seiten. Was willst du damit? Reisebüros. Nee, die werden schon dicht haben. Last Minute. Hast du so eine Art Unfall gehabt? Flughafen Hamburg Last Minute. Warum willst du da anrufen? Last Minute Flüge? Du hast Geburtstag. Ich hätte gerne 2 Flugtickets. Flugtickets? Für heute Abend. Was? Irgendwo hin. Henry! Also irgendwo hin, wo man kein Visum braucht. Was ist denn los mit dir, Henry? Vico und Ellie werden um 6:30 hier sein. Was? Um welche Uhrzeit? Augenblick mal. Wie lange braucht man bis zum Flughafen? Du hast getrunken. Mit dem Taxi. Ich kann das riechen, Kulm. Du hast getrunken. Jetzt ist es 6:30. Leg sofort den Hörer weg. Taxi um 7, Fuhlsbüttel um 8, einchecken. Um 9 Uhr. Ich bin ganz ruhig, Henry. Ja, irgendeinen Flug um 9 Uhr. Aber gleich werde ich ziemlich sauer. Geh packen, hol die Ausweise. Henry? Nur einen Koffer, einen kleinen. Und wir wollen erster Klasse fliegen. Ich schrei gleich, Henry. Nur einmal Unterwäsche zum Wechseln. Wir kaufen alles andere, wenn wir da sind. Ja, wo? Barcelona. Großartig. 8:45. Wunderbar. Henry, bitte. Kann ich am Flughafen mit Bargeld bezahlen? Du hast Geburtstag. Wunderbar. Also 2-mal Lufthansa erster Klasse nach Barcelona. Was? Nee, einfach. Ja, einfach. Wir kommen nicht zurück. Ah! Herr und Frau P. Möller. Ja, die Tickets eine halbe Stunde vom Einchecken abholen. Ja, machen wir. Auf Wiederhören. Henry, du musst dich hinlegen. Wen rufst du denn jetzt an? Zahnpasta, Zahnbürste, Rasierapparat. Mehr brauche ich nicht. Du hast Fieber. Taxi Reimers? Ich brauche einen Wagen zum Flughafen. Gleich. Ich hol dir ein paar Aspirin. Viertelstunde. Großartig. Versuchen Sie es in 10 Minuten, wenn Sie können. Henry. 2-mal für P. Möller, Brahms-Koppel 42 in Rheinweg. Ja, Wiedersehen. Henry? Anne, hör zu! Nee, du hörst mir nur mal zu. Ich weiß nicht, was dir passiert ist. Das ist bestimmt nichts Schwerwiegendes. Ich glaube nicht, dass das ein Blutgerinnsel ist. Was ist das? Geld. Bargeld. 20.050 Euro-Scheine. 1 Million Euro. Was ist das, Henry? Das ist ein gewaltiger Glücksfall, Anne. Ausweise. Wie ist denn dieses ganze Geld in deinen Aktenkoffer gekommen? Ich bin mit meinem Aktenkoffer aus der S-Bahn gestiegen, wie immer. Und ging den Rheinbecker Redder runter, wie immer. Hast du unsere Ausweise irgendwo anders hingelegt? Rechte kleine Schublade. Ja, weiter. Ach, die Ausweise. Ja, war ein bisschen frisch, also habe ich gedacht, ich ziehe meine Handschuhe und Schal an. Sie waren in meinem Aktenkoffer. Ich bin stehen geblieben und habe ihn aufgemacht.
bloß, das war nicht mein Aktenkoffer. Was meinst du damit? Nicht dein Aktenkoffer. Ich muss meinen Aktenkoffer in der S-Bahn gelassen haben und habe aus Versehen diesen mitgenommen oder jemand anderes hat meinen genommen und seinen zurückgelassen. Ja, warum hast du ihn dann nicht auf der Stelle zurückgebracht? Ich hatte einen Schock! Wie würdest du dich fühlen, wenn du deine Handtasche aufmachst, um deine Nase zu pudern und 1 Million Euro da drin findest? Woher weißt du, wie viel das ist? Ich hab's gezählt. Gezählt? Mitten auf dem Rheinbeker Redder. Nee, im Prinz-Heinrich-Krug. Ich doch gewusst, dass du getrunken hast. Ja, ich musste nachdenken, was zu tun ist. Du hättest das ins Fundbüro bringen sollen. Also habe ich einen großen Köhm bestellt und bin mal für kleine Jungs gegangen. Ich habe auf Klo gesessen und das ganz genau gezählt. Henry. Ja, dann bin ich zurück zum Tresen, habe noch einen bestellt. Ja, und dann? Noch einen. Da bin ich nochmal für kleine Jungs, habe das nochmal gezählt. Kein Wunder, dass du 1 Stunde zu spät nach Hause gekommen bist. Dann hatte ich noch einen Film und noch eine Sitzung. Ich konnte es einfach nicht glauben. Henry. Anne, so eine Chance kriegen wir nie wieder. Das ist nicht unser Geld, Henry. Jetzt schon, gepacken. Wir können uns nicht einfach so vom Acker machen. Oh doch, das können wir. Wir fliegen 1. Klasse. Ich werde ein bisschen was für Trinkgeld einstecken. Henry, sowas nennt man lange Finger machen. Oh nee, gebrauchte Scheine mit Gummibändern gebündelt. Damit ist ein Gauner, ein Obergauner für ein paar verbotene Geschäfte bezahlt worden. Das ist Bargeld, das nicht in den Büchern steht, das auf keinem Konto auftaucht, darauf ist keine Einkommensteuer gezahlt worden. Dieses Geld existiert nicht. Und wenn es nicht existiert, kann ich es nicht geklaut haben. Henry. Ich habe ein reines Gewissen. Ich habe über 20 Jahre verdammt hart für nichts und wieder nichts gearbeitet. Jetzt habe ich endlich meine Prämie bekommen. Aber die Polizei... Die Polizei wird sich nicht einmischen, weil der Verlust von diesem Geld nie im Leben angezeigt wird. So, jetzt geh und pack die Koffer. Ich will hier mit Vico und Elli essen. Ich will uns Brathuhn haben. Ich will in der Bratskoppel bleiben. Anne, du verstehst nicht. Wir können nicht hier bleiben. Ich kann nicht zurück ins Büro. Ja, aber noch ist das nicht zu spät. Doch ist es. Für den Fall, dass ich den Aktenkoffer von Herrn Obergauner habe, hat er meinen. Da ist mein ganzer Bürokram drin. Morgen früh wird Herr Obergauner bei mir im Büro anrufen, auf der Suche nach seinem Aktenkoffer und nach mir. Um die Zeit müssen wir 2000 Kilometer weit weg sein, in irgendeinem spanischen Hotel als Herr und Frau Drallpöter. Er wird nach uns suchen, ganz egal, ob wir nun Drallpöter, Zwabbelback oder Wackelwurst heißen. Ja, wer weiß nicht, wo er uns finden kann. Er wird uns bei der Polizei anzeigen, die wird uns finden, Interpol. Das wird schrecklich, Henry. Das wird wunderschön, weil es keine Interpol geben wird. Herr Obergauner hat sich 1 Million Euro geschnappt. Und jetzt ist es dem Gauner oberschnell wieder weggeschnappt worden. Durch seine Wenigkeit Henry A. Piemeler! So habe ich dich ja noch nie gesehen. So habe ich mich auch in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Als kleiner Schlappschwanz warst du mir lieber. Die Zeiten sind vorbei. Henry? Ich will nicht nach Barcelona. Anne, jetzt sei nicht dumm. Du magst Spanien. Wir waren da 3-mal im Urlaub. Urlaub, ja. Aber wir sind nicht ausgewandert. Gut. Wenn du Barcelona nicht magst, werden wir bloß übernachten. Ja. Und dann fliegen wir weiter. Irgendwo anders hin. Australien. Bermuda. Bali. Wir kaufen Bali. Mir gefällt das hier. Ich will nicht umziehen. Das werden Vico und Elli sein. Ich packe den Koffer. Sieh zu, dass du sie loswirst. Ja, was soll ich denen sagen? Die kommen zum Essen. Sag ihnen, sie sollen ins Atlantik gehen, auf meine Rechnung. Du hast Geburtstag. Ja, ich komme. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Aber ich habe... Ich habe gedacht, entschuldigen Sie bitte, ich habe auf Anderswegen gewartet. Polizeimeister Dasenbrock, Kripo Ratzeburg, Außenstelle Geesthacht.
Kribo Ratzeburg? Außenstelle Gestacht. Könnte ich wohl ein Wort mit dem Hausherrn wechseln? Dem Hausherrn? Ich nehme an, das ist Ihr Mann, gnädige Frau. Ja, um was, können Sie mir vielleicht sagen, um was das geht? Das würde ich Ihrem Mann lieber selber sagen, Frau P. Müller. P. Müller. Ja, mein Mann ist einen Augenblick oben. Wollen Sie eine Erdnuss haben? Nee, danke. Oh, nicht so ungut. Ich bin heute so ein bisschen... Henry! Das ist mein Mann. Henry. Ach, entschuldigen Sie bitte, Herr Polizeimeister. Ich guck bloß mal eben nach, wer da draußen ist. Natürlich. Das sind sicher Wieke und Elli. Die Jansens. Ach, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Polizeimeister. Sie essen heute bei uns. Ich? Nur wir vier. Henry und ich. Und Elli und Vico. Er hat heute Geburtstag. Oh, schön. Henry, nicht Vico. Ah, Ich weiß gar nicht, wann Vico hat. Sie sollten sie besser reinlassen. Ja, gute Idee. Dann will ich die mal reinlassen. Da wären wir. Oh, ich hab gedacht... Ja, Sie haben gedacht, eine Viertelstunde und ich habe das in 10 Minuten geschafft, ne? Bitte was? Taxi. Mäh, mäh. Reimers. Ach ja, Taxi. Ja, ich bin Björn. Zum Flughafen. Wie viel Koffer? Koffer? Ja, zum Mitnehmen. Ach ja, Flughafen. Irgendeiner fliegt weg. Aha. Ja, aber das ist nicht mein Mann. Das ist meine Schwester. Ja, sie war hier zu Besuch. Nun geht sie zurück heute Abend zum Flughafen. Nee, Herr P. Müller. Was? Hier auf dem Auftrag steht Herr P. Müller. Ah, Nee, Herr P. Müller geht nirgends hin. Herr P. Müller hat das Taxi bloß bestellt. Meine Schwester geht, fliegt weg. also wie viel Koffer? Ja, wie viel Koffer? Ja, ich weiß nicht recht. Björn, nicht? Jo. Ja. Warum warten Sie denn nicht im Taxi? Björn, Herr P. Müller wird mit den Koffern helfen. Meine Schwester ist noch nicht ganz fertig. Geht klar, mein Wagen steht gleich an der Ecke. Ne? Ach, wo soll das denn hingehen? Australien. Australien? Ja, sie ist ausgewandert. Sie war hier zu Besuch. Nun fliegt sie zurück nach Sydney. Wunderbar. Ja, dann sagen Sie mir Bescheid, wenn das Paar fertig ist, ne? Das Paar? Ja. Ja, hier auf dem Auftrag steht 2 Personen, das ist ein Paar. Ja. Das stimmt. Das ist meine Schwester und ihr Mann. Ja, ich sag Ihnen, dass Sie um die Ecke warten, ne? Gut. Ach, Ist noch was? nett, Sie kennenzulernen, ne? Himmelig hier heute Abend. Ja, scheint so. Furchtbar. Haben Sie was in der Röhre? Bitte was? Abendessen. Für Ihre Freunde, die Jansens. Gott, ja. Sie scheinen so ein bisschen durcheinander. Nee, ich habe alles im Griff. Braten. Oh, schade, dass Ihre Schwester und Ihren Mann das verpassen werden. Was? Oh nein, oh, die beiden dürfen ihren Flieger auf gar keinen Fall verpassen. Adelaide und Percy. Bitte? Ja, eigentlich heißen sie ja Adelheid und Peer, aber seit sie in Australien leben... So, alles gepackt. Alles klar mit Vico und Elli. Henry, wir haben Besuch. Besuch? Oh. Ach, Taxi Reimers. Ja, großartig. Kribo Ratzeburg. Großartig. Kribo Ratzeburg? Außenstelle Gestacht. Gestacht. Polizeimeister Dazenbrook. Ja, aber was gibt's denn? Haben sich die Nachbarn über irgendetwas beschwert? Sind Sie Herr P. Müller, Herr Henry P. Müller? Ja, genau der. Könnte ich wohl eben mit Ihnen reden? Sicher? Über was? Wenn Ihre Frau da nichts gegen hat, würde ich gerne mit Ihnen allein... Mit mir alleine, ja, natürlich. Ich kann aber auch warten, bis die Schwester Ihrer Frau weg ist. Die Schwester meiner Frau? Er meint Adelaide. Adelaide? Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, reisen die beiden gerade ab. Die beiden? Adelaide und Percy. Aus Sydney. Sydney? Australien.
Ich denke, der Herr Polizeimeister muss nicht warten, bis Percy und Adelaide weg sind. Was meinst du, Henry? Absolut nicht. Polizeiangelegenheiten gehen vor. Sollten wir in die Küche gehen, Herr Polizeimeister? Das wird das Taxi sein. Sag ihm, er soll warten. Björn ist schon hier. Wer ist Björn? Taxi Reimers. Großartig. Für Adelaide und Percy. Ja. Oh, das sind sicher Wieke und Ellie Jansen. Vico und Ellie, sieh zu, dass du sie loswirst. Sie sollten ihre Geschenke dalassen und verschwinden. Ich will meine Frau heute Nacht ganz und gar für mich alleine haben. No. Sag ihnen, wir gehen ins Bett. Natürlich, nachdem ich den Herrn Polizeimeister befriedigt habe. Nachdem ich auf seine Fragen geantwortet habe, bitte nach ihm. Vielleicht ist das besser, wenn Sie an die Tür gehen. Ich warte währenddessen in der Küche. Gute Idee. Wird nicht lange dauern. Und während Sie Ihre Freunde wegschicken, sind ja vielleicht auch Ihr Schwager und Ihre Schwägerin schon abgereist. Welche Schwägerin? Adelaide und Percy. Achso, gerade die Adelaide und der Percy. Sie sind oben, haben schon gepackt und sind bereit abzureisen. Machen Sie so schnell wie das geht, Herr P. Möller. Ja, natürlich. Würden Sie einen Kessel Wasser für eine Tasse Tee aufsetzen? Und du hast gesagt, der Kerl würde nicht zur Polizei gehen. Vielleicht ist er nicht wegen dem Aktenkoffer hier. Kein Mensch kann beweisen, dass ich mir das nicht erspart habe. 1 Million Euro. Ja, ich war sparsam. Ich brauche einen Cognac. Anne, du trinkst nicht. Ich fange nun damit an. Anne, bitte. Henry, du musst ihm die Wahrheit sagen. Ja, du hast es gerade nötig. Wir hatten mit Adelaide und Percy angefangen. Oh Gott, ist das ein fürchterliches Zeug. Henry! Anne, reiß dich zusammen. Das ist der glücklichste Tag in unserem Leben. Die Uhr tickt. Die Uhr. Naja, das Taxameter. Ach, Sie sind Bernd. Nee, ich bin Björn. Und Sie sind der P. Müller. Ja, der bin ich. Nehmen Sie den Koffer. Henry, was ist mit dem Polizeimeister? Das krieg ich schon hin. Polizeimeister? Warten Sie einfach draußen. Und du wartest bei ihm. Ich gehe nicht. Doch, du gehst. Nee. Sie nicht. Ihre Schwester geht. Nehmen Sie einfach den Koffer und gehen Sie. Lassen Sie den Koffer, wo er ist. Henry, bei dir rappelt das doch. Anne, hör auf zu trinken und tu, was ich dir sage. Ja, dann kann Ihre Schwester den Koffer ja auch selbst raustragen. Ne? Warten Sie draußen. Gerd. Welches Terminal ist das? Was? Lufthansa nach Barcelona. Was hat das damit zu tun, dass Ihre Schwester nach Sydney fliegt? Wie lange dauert das, um da hinzukommen? Ja, so um und bei 24 Stunden, ne? Zum Flughafen. Ja, bei Ihrem Tempo so um und bei 24 Stunden. Warten Sie draußen. Du wartest bei ihm. Ich kann das nicht, Henry. Anne, wie oft soll ich dir das noch sagen? Morgen früh wird Herr Obergauner im Büro anrufen und meine Adresse kriegen. Dann wird Herr Obergauner Brahms Koppel 42 besuchen. Und wenn du immer noch hier bist, wird Herr Obergauner auf dir rumtrampeln, dich in ziemlich kleine Stücke schneiden und dich einbetonieren. Ja, und das habe ich alles dir zu verdanken. Entschuldigen Sie, sind Sie jetzt bereit, auf meine Fragen zu antworten? Ja, natürlich. Bitte nach ihm. Sie sind also weg. Wer? Die Schwester Ihrer Frau und Ihr Mann. Ah, Herr und Frau. Adelaide und Percy. Ich weiß, dass Sie Adelaide und Percy heißen. Der Percys Nachname fällt mir immer nicht ein. Braun. Ja, natürlich. Percy Braun.
Was haben Sie gefragt, Herr Polizeimeister? Ich habe gefragt, ob Herr und Frau Braun schon zum Flughafen gefahren sind. Nicht wirklich, nee. Anne, du bist mit den Nerven zu Fuß. Das sind doch nur Vico und Elli. Du weißt, was du ihnen zu sagen hast. Du hast noch ein Überraschungsgeschenk zum Geburtstag für mich. Im Bett. Nichts für ungut, wir sind ein bisschen spät. Ich sage wir, mein Torfkopfer Mann diskutiert da draußen an der Ecke. Diskutiert? Ja, wir sind in ein Taxi gerumst. Der kleine Taxifahrer ist ganz schön in Brass. Das ist Björn. Ja. Björn hat Vico einen Döskopf genannt und Vico hat Björn angeboten, ihm die Form seiner Nase zu ändern. Elli, das ist schrecklich. Henry hat den Verstand verloren und du sitzt da mit dem Polizeimeister in der Küche. Haben wir ein paar Sätze ausgelassen. Er hat 1 Million Euro geklaut. Wer? Henry. Henry hat 1 Million... Million Euro geklaut, ja. Das ist wahr. Er hat den verkehrten Aktenkoffer mitgenommen, hat das viele Geld gesehen, ist in den Krug gegangen und hat da stundenlang auf dem Klo gesessen. Ganze Absätze scheinen verschwunden zu sein. Er hat für uns um 8:45 einen Flieger nach Barcelona gebucht. Und wenn mir das da nicht gefällt, dann kauft er mir Bali. Anne, du hast doch nicht angefangen zu trinken. Erst als Henry nach Hause gekommen ist. Elli, was soll ich machen? Und nun hat ihn auch noch die Polizei aufgespürt. Anne, das bildest du dir doch alles bloß ein. Henry kann unmöglich 1 Million Euro stibitzt haben. Ah, kann er nicht? Nee. Nee, dann warte mal hier. Was ist das denn? Und was ist das? Nee. Ja. Nee. Ja. Du plitscher Shitkerl. Was zum Teufel soll ich machen? Ich würde Bali nehmen. Dieser dösige little Torfkopf hat die Polizei gerufen. Die Polizei? Hallo, Anne. Hallo, Vico. Er sagt, er wartet, um deine Schwester zum Flughafen zu bringen. Sag mal, machst du dir was aus, wenn ich mir einen eingieße? Ich will auch einen haben. Und Anne auch. Sie trinkt nicht. Jetzt schon, Conny. Ich habe nicht gewusst, dass du eine Schwester hast. Ich auch nicht. Was war das wegen der Polizei? Dieser dösige Taxifahrer versucht, sie über seinen Funk zu rufen. Er sagt, ich hätte ihn bedroht. Das hast du. Er wartet, um uns zum Flughafen zu bringen. Euch zum Flughafen? Was ist mit unserem Essen? Vergiss es. Geh raus und entschuldige dich. Die wollen ja nicht heute Abend noch mehr Polizei Ich haben. bin absolut in der Lage, die Sache zu... Noch mehr Polizei? Ja, Henry wird in der Küche von seiner Schnüffelnase von Polizei wegen eines Diebstahls verhört. Was soll der arme alte Henry denn mitgehen lassen haben? 1 Million Euro. Ach komm, kannst du deiner Oma erzählen. Hat er doch wie in deiner Parkbank gefunden, oder? Nee, in der S-Bahn. Oh. Nur einen Moment, Herr Polizeimeister. Was ist passiert, Henry? Bist du festgenommen? Henry, die sind doch nicht echt, oder? Anne, du hättest ihm das nicht sagen sollen. Ich hab gedacht, Vico könnte dich ein bisschen zur Vernunft bringen. Du solltest ihm mein Geschenk abnehmen und sie zur Tür hinaus bitten. Sehr nett. Und aufhören zu trinken, du bist das nicht gewöhnt. Ach, da mach dir doch keine Gedanken drüber. Was hat der Polizeimeister gesagt? Ja, was ist passiert? Er war mit meiner Erklärung nicht zufrieden. Du hättest das ins Fundbüro bringen sollen. Vom Geld weiß er nichts. Aber du hast doch gerade eben gesagt, er war mit deiner Erklärung nicht zufrieden. Da war er auch nicht. Ja, Erklärung von was um alles in der Welt? Warum ich mich im Krug so verhalten habe. Wovon redet er? Das weiß Gott allein. Der Polizeimeister hatte Feierabend und wollte auch im Krug einen kleinen nehmen. Im Prinz Heinrich? Ja, und jetzt hat er mir was zur Last gelegt. Was zur Last gelegt? Was denn? Ich würde mich anbieten. Anbieten? Männern. Oh. Dieser unverschämte Kerl, den werd ich mir... Komm, mach das nicht noch schlimmer.
Wie kommt er darauf, dass du dich Männer anbieten könntest? Ach, der Schnüffler hat beobachtet, wie ich völlig aufgewühlt in den Krug kam. Während der nächsten halben Stunde hat er gesehen, wie ich 3-mal für kleine Jungs gegangen bin. Und jedes Mal, wenn ich da rauskam, sah ich hiddeliger aus. Er hat mitbekommen, dass ich mich in einer Tour heimlich umgeguckt habe. Ich fing an zu schwitzen, habe mir die Lippen abgeleckt, schwer geatmet, meine Hände haben gezittert und Sabber lief mir am Kinn. Gezittert, wenn er gerade das gemacht hätte, was du da auf dem Klo gemacht hast. Ja, aber das konnte ich ihm doch nicht sagen. Aber was hast du ihm gesagt? Ich hab's zugegeben. Du hast zugegeben, Dass du dich Männern anbietest. Ich will zum Flughafen. Du kommst vielleicht nach Fuhlsbüttel, aber in den Knast. Nee, komm ich nicht, die Zeiten sind vorbei. 25.000 und er hat nichts gesehen. Henry, du kannst einen Polizeimeister nicht schmieren. Ich habe 10 angeboten, er wollte 30, wir haben uns auf 25 geeinigt. Ich baue noch einen. Ja, doppelte für alle. Ich kann das einfach nicht glauben, dass das mein Henry ist. Ja, das ist eine Überraschung. Er ist erst eine Viertelstunde zu Hause. Und in der Zeit hat er schon zugegeben, sich Männern anzubieten, hat einen Polizeimeister geschmiert und das verdammte Bali gekauft. Ja, und du Teufelsweib bist mit ihm verheiratet. Für den Fall, dass das dieser Wadenbeißer von Taxifahrer ist. Oh, pass auf. Mein Taxi rührt sich nicht mehr. Und was meinen Sie damit? Dieser Tüffel ist gegen meine Stoßstange gerumst und dann hat meine Stoßstange mein Hinterrad eingeklemmt und nun rührt sich mein Taxi nicht mehr. Oh, nicht zu glauben, er besteht darauf, das Geld zu zählen. Ach, Bernd. Björn, Ja, Björn, machen Sie sich bereit für den Weg nach Fuhlsbüttel. ich bin nicht bereit, irgendwo hinzufahren. Dieser lange Lulatsch hat ja meinen Wagen ramponiert. Pass auf. Was denn, springt Ihr Taxi nicht an? Das tut das wohl, aber das rührt sich ja dann nicht. Kommen Sie, wir helfen Ihnen, Ihre Stoßstange gerade zu biegen. Ich nicht, verdammt nochmal. Er hat meinetwegen die Polizei gerufen. Die Polizei? Das habe ich nicht, Sie Dussel. Ich bin ja gar nicht durchgekommen und dann habe ich mir gedacht, vergiss es mal einfach. Oh, was anderes. Dann werde ich Ihnen helfen, Ihre Stoßstange zu richten. Und Sie sollten die beiden Kängurus da oben besser sagen. Die sollten ein bisschen schneller hopsen, ne? Wir haben den Plan ein ganz klein bisschen geändert. Die Kängurus hopsen nicht. Nicht. Nein, Frau P. Möller und ich hopsen. Also kein Wenn und Aber mehr. Ich muss jetzt erstmal meine Gedanken sortieren. Sortier sie im Flieger und lass das Zeug hier. So, lass das Licht aus den Augen, zieh deinen Mantel an und warte im Taxi auf mich. Wo gehst du hin? Ja, nachgucken, ob der Schnüffler mit dem Zählen seiner 25.000 fertig ist. Ich kann das einfach nicht glauben, dass du einen Polizeimeister geschmiert hast. Ja, ich glaube, der war vorher schon so ein bisschen schmierig. So ein Mist. Ach, ich brauche nur mehr Cognac. Es geht nicht ohne Cognac. Das ist doch nicht bloß ein Barcelona. Cognac. Na Mensch, nicht so ungut. Ich mich erschrocken. Sind Sie Frau P. Möller? Ja, warum? Darf ich bitte reinkommen? Ja, ich wollte gerade. Um was geht das denn? Polizeimeister Schlüter, Kribo Hamburg. Kribo Hamburg? Jo, Frau. Nicht gehst hart? Nee, ich denke, es ist besser, wenn Sie sich hinsetzen, Frau P. Möller, ne? Nee, ich denke, ich bleib lieber stehen. Hat das was mit Herrn P. Möller zu tun? Jo, vielleicht sollten Sie sich doch lieber setzen. Hm? Warum wollen Sie meinen Mann sprechen? Ich möchte Sie sprechen, Frau P. Möller. Mich? Ja, ich bin bange. Ich habe keine gute Nachricht für Sie. Wirklich? Ja, Sie haben sich sicher schon gefragt, warum Ihr Mann nicht nach Haus gekommen ist, nicht? Ja, zuerst schon, aber dann? Ja, wir haben Grund anzunehmen, dass Herr P. Möller tot ist. Was? Tot. Herr P. Möller ist tot? Ja,
Darum bin ich hier. Sie müssen die Leiche identifizieren. Ne? Nee, Matto. Herr Pehmöller, ich mein Henry. Das muss ein Versehen sein. Soll ich Ihnen eine Tasse Tee kochen, Frau Pehmöller? Wo ist denn die Küche? Nee. Wie kommen Sie da drauf, dass Henry tot ist? 2 Kugellöcher in seinen Hinterkopf. In seinem Hinterkopf? Sie haben die Leiche bei der Katwigbrücke in die Süderelbe geworfen. In die Süderelbe geworfen. Seine Beine waren zusammengebunden. Seine Beine. Und seine Arme. Seine Arme. Und er hatte Beton an den Füßen. Denn war das also kein Unfall? Tut mir nur aber leid, Frau Pehmöller. Ich werde Ihnen mal eine Tasse Tee machen, nicht? Nee. Um Gottes Willen. Bloß kein Tee. Vielleicht was Kräftigeres? Unter den Umständen trinken Sie? Ja. Ja. Ich trinke unheimlich viel Cognac. Ja, Cognac. Naja, ein Cognac kann ja nicht schaden, ne? Warum genau glauben Sie, dass die Leiche mein Henry ist? Tja, Ausweis hatte er nicht bei sich, aber er hatte noch seinen Aktenkoffer in der Hand. Seinen Aktenkoffer? Ja, ist dies der Aktenkoffer von Ihrem Mann, Frau Pehmöller? Ja, das sieht so aus. Ja, und gehört das hier, gucken Sie mal, gehört das Herrn Pehmöller? Es ist ja ganz nass, oder? Ja. Ja, das scheint so. Ja, Ihr Mann hat als Buchhalter bei der Firma Breckwold und Puttwagen gearbeitet, das stimmt, ja? Ja, in Hamburg. Ja, da waren Papiere, Büronotizen und so weiter, auf denen der Name Ihres Mannes stand. Henry A. Pehmöller. Henry. Alfred. Ja, und hier gucken Sie mal dieses Adressbuch. Ja, das ist seins. Ja, und halbes Butterbrot. Käse mit Mayonnaise, glaube ich. Ja, das lässt er manchmal über. Ja. Tja, das muss ja nur amtlich festgestellt werden. Nicht? Nee, das ist bestimmt Käse mit Mayonnaise. Dass die Leiche Herr Pehmöller ist. Wir nehmen meinen Wagen zur Gerichtsmedizin. Zur Gerichtsmedizin? Ja, er ist da in der Leichenhalle. Oh, Soll ich hier warten, während Sie Ihre Handtasche holen oder was? ich weiß gar nicht. Doch, Ja. passen Sie mal auf. Am besten wäre das, wenn Sie nun da draußen in Ihrem Wagen warten. Ne? Geht's Ihnen gut, Frau Pehmöller? Sie scheinen mir so ein bisschen angegriffen. Nix. Ist sonst noch jemand im Haus? Was? Der sich um Sie kümmern kann? Ich weiß nicht. Ja, Ja. meine Schwester. Ah, Ihre Schwester. Ja, das ist gut. Ja. Die sind oben. Meine Schwester und ihr Mann. Adelaide und Percy. Tja, gut, ich warte dann im Wagen, während Sie Ihrer Schwester die traurige Nachricht überbringen. Ne? Nicht zu glauben, ihm fehlen 150 Euro. Oh. Besuch. Ja, dieser Mann hier, Hauptsänger, ist von der Kripo. Kripo, gehst hart? Über Hamburg, ne? Polizeimeister Schlüter. Er hat gar keine gute Nachricht für uns mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, vielleicht solltest du dich lieber hinsetzen, Anne. Nee. Ich bleib lieber stehen. Dann bin ich schneller an der Flasche. Also, worum geht es? Ich bin Herr Pehmöller. Herr Pehmöller? Genau. Sind Sie mit ihm verwandt? Verwandt? Mit wem? Mit Henry Alfred Pehmöller. Also hören Sie mal. Ja! Er ist sein Bruder. Oh,
Tja, ich bin bange, das wird ein Schock für Sie sein, Herr P. Müller. Wir haben Grund anzunehmen, dass Herr Henry P. Müller tot ist, ne? Tot? Ja, tot. Das ist wirklich ein Schock. Er ist umgebracht worden. Tatsächlich? Ja, 2 Schusswunden in seinen Hinterkopf, ne? Sie haben ihn verschnürt und versenkt. Sie haben seine Leiche aus der Süderelbe gezogen. Das Einzige, was er noch bei sich hatte, war sein Aktenkoffer. Seine... Ja, ist dies der Aktenkoffer von Ihrem Bruder, Herr P. Müller? Ja, das sieht so aus. Ja, und weil Frau P. Müller ja nur die nächste Verwandte ist, brauchen wir sie, um die Leiche zu identifizieren, ne? Ja, das ist sicher Herr Obergauner. Wie bitte? Irgendein Gauner. Oder vielleicht ein Ober. Ich weiß Henry! Anne! Du kannst Henry nicht zurückrufen. Jetzt musst du mir vertrauen. Henrys kleinem Bruder, Freddy. Entschuldigen Sie, meine Frau. Entschuldigen Sie, meine Frau. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie wäre sicher gerne hier, um Anne zu trösten. Aber Hannelore, das ist meine Frau, Hannelore. Hannelore wollte sich wohl noch ein bisschen aufs Ohr legen, bevor wir abreisen nach Sydney. Ach, nach Sydney? So weit weg von zu Hause? Ja, Hannelore und ich, wir waren im Urlaub hier. Mal wieder die alte Heimat sehen. Nicht immer nur die alte Farm in Down Under. Nicht so viele Schafe hier im Rheinweg. Ja. Der arme alte Henry. Das wird ein unsäglicher Schock für Hannelore. Wir müssen Adelaide und Percy das erzählen. Freddy. Ja, denen auch. Wissen Sie was, ich glaube, wir brauchen jetzt alle eine schnelle Tasse Tee. Sie warten bitte hier in der... Nein, Sie warten bitte dort im Esszimmer. Ja, eine Tasse Tee wird Frau P. Müller sicher nicht schaden, ne? Oh, ein Cognac ist mir lieber. Was für ein Glück, dass gerade jetzt so viele Verwandte von Ihnen hier sind, nicht, Frau P. Müller? Tja, das ist wirklich ein Glück. Ich warte 150. Das ist mein anderer Bruder. Anderer Bruder? Ja, das ist Johnny. Henry! Anne, das ist nicht gut, Henry zu rufen. Sie kann es einfach nicht begreifen, dass er von uns gegangen ist. Ich bin's, Freddy, Henrys kleiner Bruder. Ja, der arme alte Henry ist tot. Aber Freddy und Hannelore werden sich um dich kümmern. Sie warten bitte dahin. Während Frau P. Möller und ich den Tee machen, überbringen wir Johnny die traurige Nachricht. Oh Gott. Und Johnny kann es den Percy und Adelaide sagen. Oh Gott. Und Percy und Adelaide können es dann Hannelore sagen. Oh Gott. Alles klar. Oh Gott. Ja, Sie müssen es niemandem sagen. Eine Katastrophe. Tünkram, das ist Glück. Das ist doppeltes Glück. Doppeltes Glück? Wenn Henry P. Möller erschossen worden ist, verschnürt und versenkt, ja, wird niemand nach ihm suchen, während er in Barcelona lebt wie Gott in Frankreich. Und das andere Glück? Ja, weil das Herr Obergauner ist, den Sie erschossen, verschnürt und versenkt haben, kann Herr Obergauner uns nicht nachstellen. Nee. Aber wer auch immer ihn totgeschossen, verschnürt und versenkt hat, kann das. Ach, Anne, du siehst immer alles gleich so schwarz. So, lass uns zuerst Johnny loswerden. Bruder Johnny. Ja, Polizeimeister Dasenburg, der schmierige Schnüffler. Ihm fehlen 150 €. Wo ist der Aktenkoffer mit dem Geld? Hier. Telefon, ne? Ich mach das. Ja, Mann. Hallo? Was? Ja, ich verstehe Sie nicht. Wer ist das? Weiß ich nicht. Das ist ein Ausländer. Ausländer. Oh, komm, gib her. Hallo?
Ja, können Sie kein Deutsch? Also hören Sie mal, wenn Sie irgendeinen Schweinkram vorhaben. Was? Was? Was will der? Er sagt in einer Tour nur Aktufka. Aktufka. Ja, Aktufka, Aktufka, Aktufka. Aktkover. Was? Er meint Agedenkuver. Zeitaktenkoffer. Nichts für ungut, falsch verbunden. Das war der Big Boss. Der Big Boss? Der Herrn Obergauner um die Ecke gebracht hat. Woher zum Teufel hat er unsere Telefonnummer? Ja, was glaubst du wohl? Aus deinem vermuckten Aktufka. Ja, aber den hat Polizeimeister Schlüter. Ja, und wer hatte ihn vorher? Herr Obergauner hat deinen Aktenkoffer bei Herrn Big Boss abgeliefert. Herr Big Boss macht ihn auf, weil er auf 1 Million Euro wartet. Und was sieht er? Ein Butterbrot mit Käse und Mayonnaise. Und dein Adressbuch. Aktufka. So. Wir haben Björns Stoßstange repariert. So, großartig, jetzt komm. Du kannst jetzt nicht weg. Wenn du mich fragst, ist jetzt ein verdammt guter Zeitpunkt. Ja, ich kann auch nicht weg. Der andere Schnüffler wartet auf mich. Welcher andere Schnüffler? Ja, wir haben einen in der Küche. Ja, und einem Esszimmer. Einen in der Küche und einen im Esszimmer? Ich muss in die Leichenhalle. In die Leichenhalle? Du kommst mit mir nach Barcelona. Gib du dem in der Küche seine 150 Euro. Ich habe gedacht, das wären 25.000. Sind es auch, ihm fehlen 150 Euro. Aber wer identifiziert die Leiche? Welche Leiche? Herr Obergauner ist in der Süderelbe gefunden worden. Seine Arme und Beine mit dem Tampons zusammengeschnürt, Gewichte an seinen Füßen und 2 offene Schusswunden in seinem Hinterkopf oder so. Was? Vico, gib dem Polizeimeister einfach seine 150. Und dann sieh zu, dass du und Elli so schnell ihr könnt nach Hause kommt. Ihr wart heute Abend nicht hier, ihr habt nichts gesehen, ihr wisst von nichts. Wovon redest du? So, du wartest draußen auf mich, ich hol deine Handtasche. Nicht rangehen. Ich hatte nicht die Absicht. Warum geht ihr nicht ran? Weil er das ist. Wer? Herr Obergauner. Ich habe gedacht, der Obergauner sei in der Süderelbe. Das ist nicht Herr Obergauner, das ist Herr Big Boss. Kenne ich Herrn Big Boss? Herr Aktufka. Er ist Ausländer. Wer? Herr Aktufka. Herr Aktenkoffer. Wer zum Teufel ist Herr Aktenkoffer? Woher hat er eure Telefonnummer? Von meinem Butterbrot mit Käse und Mayonnaise. Ich hab gewusst, dass das passiert. Was ist mit Anne los? Sie hat einen hysterischen Anfall. Sie ist besoffen. Das auch. Oh Gott. Hallo? Nee, Elli, leg auf. Psst. Bitte was? Aktufka? Gib her. Hey, das war nicht nett. Du musst zu Herrn Obergauner nicht nett sein. Ich habe gedacht, Herr Obergauner sei verschnürt und versenkt worden. Ja doch, ich meine Herrn Big Boss. Wer ist Herr Big Boss? Der Herrn Obergauner verschnürt und versenkt hat. Das ist Herr Aktufka. Wer? Herr Aktenkoffer. Und was ist mit Herrn Obergauner passiert? Herr Big Boss hat ihn in der Süderelbe versenkt. Herr Big Boss hat ihn in der Süderelbe versenkt. 2 Kugeln in seinem Hinterkopf. Oh Gott. Henry, sag ihm, du wirst ihm sein Geld zurückgeben. Sie hat recht, alter Freund. Die Sache wird jetzt allmählich ein bisschen heiß. Eine Leiche, 2 Schnüffler und ein ausländischer Herr Aktufka. Ja. 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 Kleimir Moors. Wir haben nichts damit zu tun. Das ist eine Sache zwischen Henry und Herrn Big Boss. Ich werde mir diese Chance nicht entgehen lassen. Elli, gib Henry sein Geschenk. Vielen Dank für einen wunderschönen Abend und leckeres Essen. Wir haben kein Essen gekriegt.
Wir nehmen unterwegs was mit und gucken zu Hause in die Flimmerkiste. In die Flimmerkiste. Vico, hier ist Tatort in echt. Elli, du solltest besser mit Vico nach Hause gehen. Will ja vielleicht mal irgendjemand ans Telefon gehen? Bei P. Möller? Bitte? Ist hier irgendjemand mit dem Namen Aktufka? Ich glaube nicht, nein. Rufen Sie die Auskunft an. Guten Tag. Oh, ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen. Polizeimeister Dasenbrock, Kripo Ratzeburg, Außenstelle Gestapo. Oh ja, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich will hoffen bloß Gutes. Ja, das geht so. P. Möller, ich habe in der Küche auf Sie gewartet, auf den Rest von Ihrer wohltätigen Spende. Ja, er ist damit rausgegangen. Warten Sie einfach in der Küche, ich besorge noch ein bisschen mehr. Sie müssen ein geheimes Vorratslager an Bargeld haben, Herr P. Möller. Will hier heute Abend noch irgendeiner zum Flughafen oder nicht? Ach, Bernd! Ich weiß nicht, gehört. Also, Sie oder die Kängurus? Niemand. Ja, Herr und Frau Braun. Herr und Frau Braun. Ja, Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Verwandte von uns. Also, Sie fahren nicht... Nein, bitte warten Sie draußen. Ja, und wie lange? So lange das dauert. Nee, viel länger werde ich da nicht rumlungern. In 5 Minuten bin ich weg. Das dauert keine 5 Minuten. Nehmen Sie den Koffer von Herrn und Frau Braun. Was sind bloß den ein? Ja, Und die sind ganz aus Australien gekommen. ja. Sind das Nudisten? Verdammter Taxifahrer. Ja, aber er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. 2 Leute sind um die halbe Welt gereist mit einem Handkoffer. Sind Herr und Frau Braun Nudisten? Erst wenn Sie Ihre Klamotten ausziehen. Frau P. Möller ist durcheinander. Nee, Frau P. Möller ist du. Ja, sie ist an Alkohol nicht gewöhnt. Oh, aber sie lernt schnell. Allmählich habe ich das Gefühl, dass vielleicht Sie und Frau P. Möller das sind, die so eine kleine Reise ins Ausland planen. Wir? Nee, wir wollen nicht ins Ausland. Oder, Anne? Nee, auf gar keinen Fall. Herr und Frau Braun gehen nach Sydney. Zurück auf die Schafsfarm. Und wo sind Sie jetzt, Ihre Verwandten? Herr und Frau Braun? Ja. Percy und Adelaide? Ja. Percy ist draußen, nicht Henry? Ja, danke. Ja, Percy ist draußen. Ja, und ich bin Adelaide. Eine Schwester aus Sydney. Ja. Meine Schwester aus Sydney. Meine Schwester aus Sydney. Meine Schwester aus Sydney. Ich komme doch gleich nach. Ja, sie war den ganzen Abend schon so. Ja, das war das, Frau Braun, haben Sie getroffen. Und wo ist Ihr Mann? Ich warte da draußen auf dich. Wenn man vom Teufel spricht, Sie fragen, wo er ist und bums. Wir haben gerade über dich gesprochen, ich und der Herr aus der Küche. Oh, aus der Küche. Ja, 150. Hä? Vielen Dank. So, 25.000, das war das. Kommen Sie gut nach Hause. Gute Reise, Herr Braun. Hä? Er ist etwas schwerhörig. Schwerhörig? Ja, Schatz, wir wissen. Er hat uns gute Reise gewünscht. Danke. Nach Ihnen, Frau Braun. Frau Braun. Lass uns gehen, Percy. Ich höre wohl nicht richtig. Ja, sag ich ja. Aber nach der Operation wird das besser. Das war ein wunderschöner Besuch, aber jetzt musst du wieder zurück auf die Farm. Farm? Schafsfarm. Sydney! Freut mich. Sie
Sie sollten uns besser alleine lassen. Ja, vielen Dank, Herr P. Müller. Mein kleiner Besuch bei Ihnen hat sich wirklich sehr gelohnt. Ja. Gottlob, er ist weg. Würde es irgendjemand was ausmachen, wenn ich rausgehe und noch mal reinkomme? Elli, bitte, bring ihn nach Hause. Anne, wir müssen los. Entschuldigung, ich meine, Sie hatten was von der Tasse Tee gesagt, Herr P. Müller. Sie sind neu hier, oder? Ja, tut mir leid, der Tee ist unterwegs, ja. Dieser Herr ist aus dem Esszimmer. Elli, lass uns nach Haus gehen, solange wir noch halbwegs bei Verstand sind. Anne, was willst du denn nun noch? Ich brauche ein paar Aspirin und ein Glas warme Milch. Das wird ihr nicht bekommen. Du hast getrunken. Noch lange nicht genug. Ja, und was zum Teufel machst du in deinem Nachthemd? Ich gehe ins Bett. Anne, du hast zwei Möglichkeiten, Barcelona oder die Leichenhalle. Sie nimmt Barcelona. Würdest du bitte aufhören, über mein Leben zu bestimmen? Warum muss Anne in die Leichenhalle? Weil Polizeimeister Schlüter glaubt, die Leiche von dem Herrn Obergauner ist Henry. Was? Weiß Vico von diesem Kuddelmuddel hier? Gott weiß, was Vico weiß. Bring ihn nicht noch mehr durcheinander. Ey, kommst du jetzt nach Haus oder nicht? Ja, ich versuche den beiden hier zu helfen. Die beiden brauchen keine Hilfe. Er geht nach Barcelona und ich gehe ins Bett. Barcelona? Bett? Eins von beiden. Barcelona mit mir oder mit Polizeimeister Schlüter zum toten Herrn Obergauner. Mein Zeit. Du gehst jetzt zur Tür raus und wenn du wieder reinkommst, glaubst du, du bist in der Klapsmühle. Vico, bitte, geh nach Hause. Ja, Vigo, die Geburtstagsfeier ist zu Ende. Anne, du bist auf dem besten Wege, betrunken zu werden. Elli, ich bin schon angekommen. Ich nehme jetzt ein paar Aspirin und schlafe im Gästezimmer. Du schläfst mit mir in Barcelona. Such dir einen Stier und schlaf mit dem. Anne! Vico, selbst mit einer Satellitenschüssel kriegst du kein besseres Programm. Wenn wir wegen Anne den Flieger verpassen. Anne kommt sicher nicht mit, Henry. Oh doch, sie kommt. Ich hol jetzt Elli und geh mit ihr nach Haus. Ich hol Elli, du gehst raus zu Bernd. Er heißt Björn. Warte! Gib ihm 50 € und sag ihm, er soll sich ja nicht unterstehen, ohne uns abzufahren. Ja. Entschuldigen Sie, Herr P. Müller. Wir haben nicht gedacht, dass Sie zurückkommen. Sehen Sie darum so schuldig aus? Schuldig? Wir? Wir sehen nicht schuldig aus. Oder, Percy? Nee, wir sehen nicht schuldig aus. Nee, wir sitzen einfach hier, nicht Percy. Ja, ein bisschen verpusten. Ja, unter der Decke. Ein bisschen Ein bisschen was? ein bisschen, na, Sie wissen schon. Nee, ich weiß nicht. Aber wir wissen das, nicht Percy? Wissen was? Was wir hier auf dem Sofa machen. Unter der Decke. Jetzt verstehe ich. Ich nicht. Alles in Ordnung, Percy. Er weiß, was du auf der Farm machst, wenn du wochenlang von zu Hause weg
Ganz alleine. Mal abgesehen von den Schafen. Sie haben heute Abend ziemlich viel zu tun, Herr P. Müller. Ja, war mein Glücksabend heute Abend. Und was können wir für Sie tun? Wir haben es etwas eilig. Tatsächlich. Ja, Herr Braun ist ziemlich scharf. Auf den Flieger. Ihr Taxifahrer ist schon weggefahren und hat den Koffer auf dem Bürgersteig stehen lassen, Herr Braun. Was für ein Koffer? Der kleine Koffer mit deinem Boomerang und dem Didgeridoo. Oh, der Koffer. Ja, Sie reisen mit wenig Gepäck, weil Sie und Ihre Frau Nudisten sind. Nudisten? Bloß, wenn du keine Klamotten anhast, Percy. Ich wollte, ich wäre heute Morgen im Bett geblieben. Ich hol den Koffer schnell mal rein. Nein, da machen Sie sich keine Umstände. Du wolltest doch, dass er draußen bleibt, nicht Percy. Woher weiß ich, was ich wollte? Bitte bemühen Sie sich nicht. Wie Sie wollen. Ja, jetzt steck ihn weg. Wird das nicht ein bisschen schwül unter der Decke? Nein, es geht schon. Oh, ich bin... Oh mein Gott. Hätte schlimmer kommen können. Schlimmer? Der schmierige Schnüffler hält mich für pervers. Ja, nun sei dankbar, dass er sich nicht an dich rangemacht hat. So, pass auf, ich schnapp mir Anne und wir gehen hinten raus. Gib mir die Schlüssel für deinen Wagen. Warum? Ja, um zum Flughafen zu fahren. Gib dir meinen Wagen nicht. Ich habe keinen. Ich mach den Wagen. 5.000. 10. 7,5. Abgemacht. Anne wird da drin allmählich ganz und gar betrunken. Ja, du hättest dir den Cognac wegnehmen sollen. Mit dem Cognac ist sie fertig. Sie ist nun beim Küchenwein. Elli. Henry hat dem schmierigen Schnüffler gerade erzählt, dass er es hier mit mir treibt. Und ich es mit meinen Schafen in Sydney. Henry, wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Ja, für den Augenblick schien mir das eine gute Idee. So, ich gebe dir deine 7.500. Für was? Für seinen Wagen. 7.500? In der Werkstatt haben sie dir gesagt, du kriegst da nicht mal 500 für. 500? Angebot und Nachfrage. Entschuldigen Sie, Herr P. Müller. Vielleicht sollten wir den Tee vergessen. Holen Sie Ihre Schwiegerin. Ich kann Frau P. Möller helfen, den Tee zu machen. Das ist eine sehr gute Idee, Adelaide. Adelaide? Ah, dann sind Sie Frau P. Möllers Schwester. Schwester? Und ich nehme an, Sie sind der Mann von dieser Dame? Ich glaube, das stimmt noch. Ja, mein Mann und ich, wir sind aus Sydney. Oh Gott. Ach, das schon Zufall. Wieso, sind Sie auch aus Sydney? Nein, ich. Du bist aus Sydney? Du weißt, dass ich das bin. Ich und meine Frau. Ich weiß, wer deine Frau ist. Anne. Lore. Hannelore. Hannelore? Ich mach den Tee. Ja, das ist eine gute Idee. Percy, warum hilfst du Adelaide nicht den Tee machen? Henry? Nein! Ich hab dir gesagt, du sollst den Namen nicht sagen, Percy. Welchen Namen, Henry? Den Namen!
Henry! Henry! Nein! Das ist zu frisch, Percy. Was ist frisch, Henry? Henry ist nicht frisch. Nicht mehr. Hören Sie bitte im Esszimmer. Er weiß das doch, oder? Ja, er weiß es. Ich hab's ihm gesagt. Was? Dass Henry P. Müller tot ist. Oh Gott. Wie meinen Sie das, tot? Ich denke, Sie haben ihm das erzählt. Ja. Seine Leiche ist unter der Katwigbrücke gefunden worden. In der Süderelbe. Weiß ich das mit der Süderelbe? Ja, ich habe es dir gesagt. Henry in der Süderelbe? Ich habe dir gesagt, er ist verschnürt und erschossen worden. Oh, verschnürt und erschossen. Ich habe versucht, es ihm vorsichtig beizubringen. Sie haben Henry durch seinen Aktenkoffer identifiziert. Sein Aktufka. Genau, das ist alles, was er bei sich hatte. Ein paar Unterlagen, ein Adressbuch und ein halbes Butterbrot mit Käse und Mayonnaise. Ja, gucken Sie hier. Oh, das muss die arme Anne ja umgehauen haben. Zum Glück war Ihr Schwager hier. Oh Gott. Ich hab gedacht, ich bin ihr Schwager. Das bist du und ich auch. Wir sind nur von verschiedenen Seiten der Familie. Du bist mit Annes Schwester Adelaide verheiratet und ich bin der Bruder von Annes Ehemann Henry. Da ist noch mehr, was ich weiß, oder? Jetzt können Sie sehen, warum ich es ihm Suche beibringen musste. Er ist nicht mehr derselbe, seit er von einem Känguru gefallen ist. Anne hat 2 Schwager. Dich, Percy und mich. Den guten Alten, auf den Verlass ist Freddy. Ah. Du bist der gute Alte, auf den Verlass ist Freddy. Ich bin Känguru Percy. Und Henry ist tot, richtig? Richtig. Und wir sind beide Schwager von Anne. Aber ja. Und Johnny auch. Oh Gott. Ich hab Johnny vergessen. Ist er auch ein Schwager? Ja, der, auf den kein Verlass ist, Johnny. Aber er ist jetzt weggegangen, du weißt schon. Er hat die 1,50 genommen. Oh, der Johnny und die 1,50. 1,50? 1,50? Der 1,50 Uhr, das ist der Nachtzug nach Augsburg. Ach, nach Augsburg. Darf ich ein paar Fragen stellen? Nein, Ja! er ist zurück. Du bist zurück. Nicht zu glauben, er ist zurück. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht sollte ich nicht gehen. Und das freut uns. Er ist zurück. Ist das nicht wunderbar? Percy! Ja. Ich habe gedacht, ich kann auch den Koffer nicht auf dem Fußweg stehen lassen. Na ja, na sicher nicht. Darum ist er zurückgekommen. Mua. Großartig. Da ist er, der Koffer. Vielen Dank, Johnny. Bitte was? Ich hab gesagt, danke, Johnny. Der, auf den kein Verlass ist, Johnny, ist zurück. Anscheinend ist doch auf ihn Verlass.
Oh, Johnny. Hast du diesen Herrn schon kennengelernt? Nee. Das ist Polizeimeister Schlüter. Guten Tag. Sie sind bei der Polizei. Gregor Hamburg, ja. Hab ich doch gewusst, dass dich das überraschen würde, Johnny. Gregor Hamburg. Und das ist Johnny. Johnny P. Möller. Johnny P. Möller. Mein großer Bruder und sein großer Schwager. Sein großer Schwager. Wunderbar, wie schnell die Familie zusammengekommen ist, ne? Ja, wat Mut, dat Mut, ne? Wolltest du nicht den 1:50 Uhr nach Augsburg kriegen, Johnny? Ja, das wollte ich eigentlich, aber ich habe mir überlegt, vielleicht ist das besser, wenn ich hier bleibe. Nee, das brauchst du nicht, nicht wahr, Percy? Nee, dafür gibt's keinen Grund, Freddy. Freddy? Du musst deinen Zug kriegen, Johnny. Aber ich habe das gar nicht so eilig, Freddy. Tja, er will sicher zur Beerdigung bleiben, ne? Oh Gott. Oh Gott. Es gibt eine Beerdigung. Ja, haben Sie das nicht gewusst? Die traurige Wahrheit ist, Henry ist tot, Johnny. Oh nee, Freddy. Doch, Johnny. Ja, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich schon, er sieht so ein bisschen blass um die Nase rum aus. Percy. Ich bin bange, Ihr Bruder ist tot in der Süderelbe unter der Katwigbrücke gefunden worden. Seine Arme und Beine waren zusammengebunden und er ist erschossen worden. 2 Schüsse in seinen Hinterkopf. Ja, ja. Henry hat schon immer an Selbstmord gedacht. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, Herr P. Möller, aber das sieht nach Mord aus. Mord? Ja, Frau P. Möller muss mit mir in die Leichenhalle, wenn sie da mal eine Tasse Tee getrunken hat. Percy, während ich das mit Anne, Polizeimeister Schlüter und der Leichenhalle klarkriege, gehst du mit meinem Bruder Johnny ins Esszimmer. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Besprecht, wie viel Geld der arme Henry Johnny vermacht hat. Das ist eine sehr gute Idee. Ich schicke euch eine schnelle Tasse Tee. Ja, ich will hoffen, ein bisschen schneller als die ich hatte. Komm, Percy, ich glaube, ich habe nicht alles mitgekriegt. Hilf mir mal, die Lücken aufzufüllen. Du musst nicht alle Lücken auffüllen, Percy. Ich kann keine der Lücken auffüllen. Dann sag einfach, dass du von nichts eine Ahnung hast. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ehe die große Familie zusammengekommen ist, habe ich auf Frau P. Möller gewartet. Und auf eine Tasse Tee. Das ist mir sowas von egal. Ich gehe jetzt ins Anne. Bett. Ins Bett gehen? Ins Gästezimmer. Du kannst nicht ins Bett gehen, du gehst in die Leichenhalle. Ich kann nicht im Nachthemd in die Leichenhalle gehen. Ich gehe jetzt ins Bett mit ein paar Aspirin und ein Glas Milch. Ins Gästezimmer. Sie kann das ohne ihren Henry in ihrem eigenen Bett einfach nicht aushalten. Henry ist mir shit egal. Oh, ich muss schon sagen, das war ganz schön hart. Sie kann das Henry einfach nicht vergeben, dass er so plötzlich gestorben ist. Ja, wollen Sie nicht rangehen? Falsch verbunden. Ja, woher wissen Sie das? Höre ich am Klingeln. Oh. Nie. Hallo? Was? Ein Tuffkopf? Falsch verbunden. Tuffkopf. Sie hatten recht, war falsch verbunden. Ja, wie wär's, wenn Sie Tee machen, während ich nach Frau P. Möller schaue, ja? So. Anne. Anne, wir müssen los. Henry! Was ist los? Polizeimeister Dasenburg will nochmal 20.000 Euro haben. 20.000? Erstmal will er 10.000 dafür, dass er nicht über Henry, Johnny, Percy und Freddy auspackt. Tja, und wofür sind die anderen 10.000? 5.000 für jeden von uns, dass er nicht über unser Techtelmechtel unter der Decke auspackt. Nicht zu glauben. Dass das klar ist, deine 5.000 bezahle ich nicht. Henry! Vico, Anne hat sich auf dem Klo eingeschlossen. Gut. Vico! Was machen die bloß da drin? Tee ist fertig. Ich guck bloß nach, was mein Percy da macht. Aber ich kann nicht sehen, was er da mit Freddy und Johnny anstellt. Ich hol eben die Tassen. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Warum zum Teufel hast du mir das Reden nicht überlassen? Was ist passiert? Dein Mann hat bloß ausgeplappert, wie viel in Herrn Obergauners Aktenkoffer war. Nee. Tut mir leid. Dein Geplapper hat mich 10% von 1 Million gekostet. Aber er hat gesagt, das sei dann all-inclusive. Die ersten 25.000, dein plötzlicher Tod und unser Techtelmechtel unter der Decke. Euer Techtelmechtel unter der Decke? Wo ist Anne? Sie hat sich auf dem Klo eingeschlossen. Ja, was auch sonst. Bezahlen wir erst Polizeimeister Dasenburg die 75.000. Ja, das muss nicht unbedingt Frau P. Möller sein. Bitte was? Die Leiche zu identifizieren. Ne? Das von Rechts wegen nicht nötig. Und wenn sie dazu nicht in der Lage ist und mit all dem Alkohol... Sie meinen, irgendjemand anderes könnte Henry identifizieren? Für jeder aus der Verwandtschaft, ne? Oh nee, ich nicht. Das ist keine schlechte Idee, Percy. Das ist eine sehr gute Idee, Percy. Ich kann das nicht. Du wirst dafür gut bezahlt. Bezahlt? Da gibt es kein Geld für Herr P. Möller. Vielleicht doch für ihn, für Percy. Auslagen. Oh, du musst doch bloß nach Hamburg fahren. Aber er ist ganz von Australien gekommen. So, ich schlage vor, wir klären das unter uns. Und siehe, Sie machen Tee. Der Tee ist fertig. Der ist sicher schon kalt. Machen Sie frischen. Bitte, Vico, geh in die Leichenhalle. Bitte. Die Leiche als Henry P. Möller identifizieren sicher nicht. Du bist keine große Hilfe, Vico. Er hatte kein Recht, uns in sein gottvergessenes Werk zu verwickeln. Ich kann dich in bar bezahlen. Das ist keine Frage von... Wie viel? 10.000. 30. 20. 25. Schlag ein. Abgemacht. Elli, schnell hol Anne runter. Ich hab dir gesagt, sie hat sich auf dem Klo eingeschlossen. Brich die Tür auf. Die Tür aufbrechen? Sowas nennt man Leben. Los, gib mir deine Autoschlüssel. Du gibst mir erst die 25.000 für die Leichenhalle. Du bist ein Korinthenkacker, Vico. Herr P. Oh, Was sind Sie denn so schreckhaft? Sie sind es. Oh, ich glaube, Sie haben gesagt 10%. Ich habe das nicht gesagt. Er hat das gesagt. Hier. Das ist ohne die 25.000, die Sie schon haben. Richtig. Alles für einen guten Zweck. So, und hier sind deine 25.000. Herr P. Möller, wo sind denn Ihre Tassen? Ja, also ich schlage vor, wir vergessen den Tee. Vor allem, weil Percy jetzt soweit ist, mit Ihnen in die Leichenhalle zu gehen. Ach, Sie haben sich also entschlossen, mitzukommen. Ja! Ja. Ja, dann lassen wir uns mal auch gehen, Herr Braun, ne? Oh, geben Sie mir noch 5 Minuten? 5 Minuten? Ja, er hat alle Hände voll. Danke, Johnny. Gut, ich fahre den Wagen auf Sie, Herr Braun. Freddy, das war wirklich ein großes Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Arrivederci, Percy. Vico, was machst du da? Ich kontrolliere bloß, ob du mir auch nicht zu wenig gegeben hast. Ich stell dich nicht so an. Vigo, deine Frau hat unsere Badezimmertür ruiniert und mich angegriffen. Sei still, du gehst mit Henry nach Barcelona. Ach, ich kann das nicht mal sagen, Barcelona. Ja, du kannst dich unterwegs in Vicos Wagen zu Ende anziehen. Ich zieh mich. Vigos Wagen? Ja, dein Mann hat ihm 7.500 dafür gegeben. Ja, und 25.000, dass er in die Leichenhalle geht. Vigo geht in die Leichenhalle. Ja. Alles da? Hier sind die Autoschlüssel. Ja, vielen Dank. Fein. Vigo geht in die Leichenhalle. Ja. Ich gehe ins Bett und Henry geht nach Barcelona. Zieh deinen Mantel an. Ich brauche im Bett doch keinen Mantel. Du gehst mit Henry nach Barcelona. Hört mir denn niemand zu? Ich werde nicht den Rest von meinem Leben als Frau Drallpöter in Barcelona zubringen. Anne, treib's nicht zu weit, du, sonst gehe ich alleine. Das werde ich. Ich gehe alleine mit dem Flieger alleine nach Barcelona. Ich wünsche dir einen guten Fluch, Henry. Anne, irgendjemand muss sich um Henry kümmern. Bitte muss er sich eben andere Frau Drallpöter suchen, die sich um ihn kümmert. Da warten sicher 1000 Frauen, die mein neues Leben mit mir teilen wollen. Sag mir eine. Mehr als 1000? Los, sag mir eine. Ich.
ging sofort. Was? Ja, wenn du keine Lust hast und Henry mich mitnehmen wird. Elli! Ich höre wohl nicht richtig. Henry, sag ihr, sie soll verschwinden. Verschwinden wir nach Barcelona, Elli. Augenblick mal, was denn mit mir? Ja, du willst doch nicht. Jetzt komm. Du verstehst das doch, Vico, ne? Moment. Was denn noch? Anne kann nicht hierbleiben. Herr Big Boss wird hier morgen auftauchen. Ja, dann gibt es bloß eine Möglichkeit. Anne muss zu Vico ziehen. Zu Vico? Moment. Ja, bei Vico ist sie in Sicherheit. Elli, du bist wirklich ein wunderbarer Kumpel, ja. Wenn du partout hierbleiben willst, muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn du bei Vico im Krabbenkamp bist. Vielen Dank, Vico. Doch nicht für... Ja, wir sollten denn jetzt auch gehen, Elli. Ja. Ja, also ich sag dann mal auf Wiedersehen, Anne. Ja. Du wirst erst mal eine Zeit lang nichts von mir hören. Anne. Nö. Hast du einen Ausweis bei dir, Elli? Ja, hab ich immer bei mir. Freut mich. Ja. Ist das nicht aufregend, Vico? Großartig. Fein. Henry! Pass auf meine Frau auf. Und du auf meinen. Du mal los, Polizeimeister Schlüter wartet draußen, um mit dir in die Leichenhalle zu fahren. Also sind wir fertig. Bernd! Ja. Uns ist gesagt worden, sie hätten sich dünn gemacht. Ja, aber ich habe eingesehen, das wäre ziemlich unprofessionell, ne? Ja, ganz recht. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ja, dann lassen Sie uns gehen. Nee, ich nehme Herrn Jansens Wagen. Aber jetzt, wo Sie wieder hier sind, könnten Sie Frau P. Müller mitnehmen. Zum Flughafen. Nein, zu Frau Jansens Haus im Krabbenkamp. Was denn? Sie fahren zum Flughafen und ich fahre Sie in Krabbenkamp? Da wohne ich nun. Ach, Sie und Frau P. Müller kommen nun mit mir in Krabbenkamp. Nein, Frau P. Möller fährt in Krabbenkamp und ich bin unterwegs nach Barcelona. Nach Barcelona? Ja. Oh, Sie und Ihre Frau fahren jetzt nach Barcelona? Nee, sie geht nach Barcelona, ich gehe in die Leichenhalle. In die Leichenhalle? Ich bin auf dem Weg nach Barcelona. Mit der Frau von diesem Mann? Richtig. So, jetzt komm. Moment. Ihr nimmt Ihre Frau mit nach Barcelona. Ja. Und Sie leben jetzt mit ihm im Krabbenkamp? Ja. Wie konnten meine Frau und ich diese sexuelle Revolution bloß verpassen? Vico, geh um Himmels Willen in die Leichenhalle. Nee, ich will erst sicher sein, dass der Plan nicht nochmal geändert wird. Naja, komm ich nach Hause und du wartest auf mich im Bett. Henry, das war's. Komm. Gut. Oh Gott, Was denn noch? Muschi, Muschi? unsere Katze. Ja, lass die Katze, wir müssen los. Nein, einen Augenblick. Einer von uns muss Muschi nehmen. Ja, du kriegst noch genug Muschis in Barcelona. Herr Braun, Ja. ich meine, Sie hätten was von 5 Minuten gesagt, ne? Wo ist mein Koffer? Los, Percy, Mann zu. Das Leben ist doch sonderbar. In einem Augenblick läuft es vergnügt dahin, die Sonne scheint, die Vöglein tirillieren und dann mit einem Mal, puff, keine Muschi mehr. Das hat Vico poetisch gesagt. Wir haben nur noch 45 Minuten bis zum Einchecken. Lass uns Anne ins Taxi kriegen. Muschi. Ja, mach dir keine Sorgen, Ja. Muschi. Die Nachbarn kümmern sich dann schon. Oh, entschuldigen Sie, das ist ja bloß, weil... Warte, ne? Bitte warten Sie weiter. Das Telefon klingelt. Das wissen wir. Sei vorsichtig. Wieder. Kaffee, Kebab, türkisch Takeaway. Was geht? Ich nix verstehen. Wir machen türkisch Takeaway, Ekmek, Köfte, Döner.
Wie macht Adelaide Döner, Johnny Döner, Percy Döner? Ich nix verstehen, weißt du? Ciao, Alter. Hast du ein Problem oder was? Was ist mit Frau P. Müller? Das ist ein bisschen angekümmelt. Nee, die ist komplett voll. Nicht? Ja, das wissen wir. Die soll besser nicht in mein Taxi kübeln. Warten Sie draußen, wir kümmern uns um Frau Pemerler. Sie geht doch noch in den Krankenkampf. Oh, ja. Ich wollte bloß auf Nummer sicher gehen, nicht? Und Sie gehen immer noch mit ihm nach Barcelona? Ja. Schieben Sie ab. Komm ich oder geh ich? Du gehst. Warte einen Augenblick. Mir ist gerade was eingefallen. Unter diesen Umständen sollten wir das Geld besser teilen. Teilen? Na, unter uns, dir und mir, Vico und Anne, 50-50. Die Hälfte für jedes Paar. Das ist aber unheimlich großzügig von dir, Ja, Schatz. Du hast doch gesagt, du wolltest von seinem ergaunerten Geld nichts abhaben. Das war, als er mich mitnehmen wollte. Nun nimmt er dich mit. So, hier ist der Koffer. Komm, lass es klingeln. Entschuldigung, ich weiß ja nicht, ob das hier überhaupt jemanden interessiert, aber das Taxameter steht nun schon auf 37,50 € und bis jetzt bin ich noch keinen vermuckten Zentimeter gefahren. Nein! Hallo? Nein! Nein, hier gibt es niemanden mit dem Namen Aktufka. Nein, hier ist bei P. Müller, Bramskoppel 42 in Rhein. Nein! Sie haben Herrn Big Boss unsere Adresse gegeben. Wer ist der Big Boss? Herr Aktufka. Wer ist Herr Aktufka? Elli, schnell, steig in den Wagen, lass den Motor an. Du steigst ins Taxi, hopp, hopp, hopp. Juchi! Ich bin fertig. Elli, bring Anne ins Taxi, ja? Und wer bezahlt? Was? 37,50 €. Ist schon gut. Plus Trinkgeld. Ich kann Ihnen nur einen 50-Euro-Schein geben. Och, na das ist ja mal was. Ich habe gar kein Wechselgeld bei mir. Ja, und wenn wir jetzt den Flieger verpassen? Was soll denn der Lärm, Henry? Was ist passiert? Hat irgendjemand Lust auf ein Butterbrot mit Käse und Mayonnaise? Das ist doch dein Aktenkoffer. Henry. Also ich habe nichts gegen Butterbrot mit Käse und Mayonnaise. Was ist passiert, Ich kann dir Henry? sagen, was passiert ist. Dein Mann ist mit Polizeimeister Schlüter rausgegangen, der sich einen Aktenkoffer mit 1 Million € geschnappt hat. 1 Million €? Das war's. Alles futsch. Ich weiß nicht, aber ich fühle mich auf einmal bös nüchtern. Was wirst du Herrn Big Boss sagen? Oh mein Gott, Herr Big Boss. Krieg ich von Herrn Big Boss meine 37,50 €? Naja, ganz sicher nicht. Henry, Vico, Henry, Vico, wo ist Polizeimeister Schlüter? draußen. Ich denke, du bist in der Leichenhalle, Ihr werdet es nicht glauben. um eine Leiche zu identifizieren. Das habe ich gerade getan. Wir haben Ihre Katze überfahren. Muschi! Anne! Muschi! Ich werde ihn zur Hand gehen, nicht? Ach, ist die Katze bloß ein bisschen angeditscht oder ist sie komplett mus? Raus! Ich werde ihn zur Hand gehen, nicht? Tut mir leid, Henry. Sie ist direkt unter Polizeimeister Schlüters Wagen gelaufen. Ach, das hätte jedem passieren können. Wo ist der Aktenkoffer? Hat sicher nicht wehgetan. Aktenkoffer? Mit dem Geld? Ist er das nicht? Das ist meiner. Du meinst Käse und Mayonnaise, deiner? Ja, Polizeimeister Schlüter hat aus Versehen den anderen mitgenommen. Gute Nachrichten. Polizeimeister Schlüter. Geht ihr gut? Sie ist bloß benusselt. Bitte was? Frau P. Müllers Katze. Bisschen düsig und das ist eins, ne? Ja, das ist wunderbar. Ist das nicht wunderbar, Percy? Ja, das ist wunderbar, Freddy. Ja, dann lassen Sie uns mal auch gehen, Herr Braun, ne? Polizeimeister Schlüter, wissen Sie was?
Setzen Sie sich. Sie haben den ganzen Abend noch keine Pause gemacht. Ich will keine Pause. Ich will nur mit Herrn Braun in die Leichenhalle. Ja, aber eine Tasse Tee wirkt oft Wunder. Ich habe stundenlang auf eine Tasse Tee gewartet und war sehr geduldig mit Ihnen. Ja, das waren Sie. Und mit den vielen Leuten von Ihrer großen Familie. Und die Großfamilie wird es nicht vergessen. Aber ich muss nun darauf bestehen, mit Herrn Braun in die Leichenhalle zu gehen. Warum sagen Sie das nicht gleich? Herr Braun steht Ihnen zu Diensten. Na ja, denn. Gott sei Dank, Muschi geht das gut. Björn kümmert sich um sie. Ach, Darling, Ja, du hast doch da nichts gegen, wenn Muschi bei uns lebt. ich habe es aufgegeben, was gegen irgendwas zu haben. Ach, du, ich hol bloß noch mal Muschis Korb, ne? Und ein bisschen Katzenfutter. Also, lassen Sie uns fahren, Herr Braun. Und wenn Sie nicht in einer Minute in meinem Wagen sind, werde ich Sie festnehmen. Ja, ich komme ja schon. Anne, Herr Big Boss hat unsere Adresse. Er ist auf dem Weg hierher. Herr Big Boss hat eure Adresse? Ja. Wann ist das passiert? Es spielt keine Rolle, wann es passiert ist. Er kommt. Vergiss das Katzenfutter. Henry, Ja. was wird denn nun? Elli, wir haben den Aktenkoffer mit dem Geld zurück. Du Fliegscherbengel! Hey, ihr seid noch nicht in Barcelona. So ein Shit aber auch. Polizeimeister Schlüter. Ihr Taxifahrer ist beim Zurücksetzen in meinen Streifenwagen gerumst. Das ist ja schrecklich. Und mein Streifenwagen ist dann rückwärts in einen Fußgänger gerumst. Ich wollte gerade umdrehen. Das ist ja mehr als schrecklich. Ist es ernst? Natürlich ist das ernst. So ein Schlamassel. Mein Auto hat ihn getroffen. Ich muss hier bleiben, bis der Krankenwagen kommt. Wäre das in Ordnung, wenn ich inzwischen nach Australien abreise? Sie bleiben hier. Zu Befehl. Wir fahren in die Leichenhalle, sobald ich weiß, wie schwer der Kerl verletzt ist. Wo hat Frau Pemela ihr Verbandszeug? Ja, ich nehme einen Badezimmerschrank. Gut, würde einer von Ihnen so gut sein und dem Taxifahrer sagen, er soll das Grundstück nicht verlassen. Er wird noch als Zeuge gebraucht. Wisst ihr was? Ja, was? Ich habe nachgedacht. Ich wollte die Leute wenn damit aufhören. Und ich habe beschlossen, das wäre das Beste, wenn ich mit dir und Ellie nach Barcelona komme. Anne. Nein, 3 sind einer zu viel. Der Cognac und der Küchenwein haben mich wieder zur Vernunft gebracht. Ja, wunderbar. Aber wenn Anne jetzt mitkommt, solltest du besser auch mitkommen, Vico. Was? Ja, 2 und 2, da bin ich dabei. Das gibt einen flachen Vierer. Oh, ich muss bloß Björn fragen, ob er nicht Muschi in Pflege nehmen kann. Ja, Björn arbeitet nicht umsonst. Ich gebe ihm besser ein paar Tausend für die Ausgaben. Denkt daran, dass Herr Aktufka, bekannt als der Big Boss, uns jede Minute die Ehre seines Besuchs antun wird. So, lassen wir uns nachgucken, was mit dem Kerl ist und dann ab in die Leichenhalle. Mit ihm? Nicht mit ihm. Guten Abend. Und je. Sie? Ja. Ich denke, Sie reisen nach Augsburg. Ja, das haben wir alle gedacht, Johnny. Vor eurem Haus ist ein Malheur passiert. Ja, wir haben alles im Griff. So wie das scheint, haben sie einen Fußgänger überfahren. Das war nicht meine Schuld. Ja, das sagen sie alle. Sollte nicht jemand den Krankenwagen rufen? Ich habe den Krankenwagen gerufen. Es ist wirklich schade, dass Sie und Ihre große Familie nicht ein bisschen mithelfen. Dafür gehen Sie Ihren australischen Schweinereien nach hier. Könnt ihr jetzt bitte alle gehen, bevor Herr Big Boss hier auftaucht? Oh, habe ich das noch gar nicht erwähnt? Dieser Herr Big Boss, der ist schon hier. Hier? Wo? Draußen. Draußen? Ja, er ist der verletzte Fußgänger. Polizeimeister Schlüter war so freundlich und hat Herrn Big Boss für Sie überfahren. Woher wissen Sie, dass er das ist? Er murmelt in einer Tour Aktufka, Aktufka, Aktufka. Oh Gott. Sieht er gefährlich aus? Jetzt nicht mehr. Jetzt sieht er alles doppelt, hat ein verknackstes Handgelenk und einen gebrochenen Knöchel. Wunderbar. Ja, und eine gebrochene Nase. Oh, der Streifenwagen muss ihn ziemlich hart getroffen haben. Dadurch hast er bloß doppelt gesehen. Als ich gemerkt habe, wer er ist, habe ich ihm Nase und Knöchel gebrochen.
Oh, und das Handgelenk verknackst. Ich nehme an, das ist noch mal 5.000 wert. Warum setzen Sie mich nicht einfach auf Ihre Gehaltsliste? Meine Gehaltsliste? Nehmen Sie mich mit nach Barcelona als Ihren persönlichen Bodyguard. Da draußen treibt sich ein Haufen Spitzbuben rum. Hier drinnen aber auch. Das ist keine schlechte Idee, Henry. Ja, für den Fall, dass uns irgendeiner einen Mörder auf den Hals hetzt. Augenblick mal, Sie sind doch Polizeibeamter, oder? Sicher das. Und was wird Ihr Hauptkommissar dazu sagen? Ja, der wird sich freuen, mich wiederzusehen. Ja, der ist doch seit 6 Monaten in Spanien auf der Flucht. Sie sind dabei. Haben Sie einen Ausweis bei sich? Für wen halten Sie mich? Ich habe ein halbes Dutzend. Gut, wir gehen hinten raus, bevor Polizeimeister Schlüter zurückkommt. Oh, hier, das nehme ich für die Reise mit. Ich glaube, das nimmt besser Elli. Passen wir dann alle in Herrn Brauns Wagen? Absolut, aber das ist klar. Das ist nicht Herr Brauns Wagen, das ist meiner. Und der war ganz schön teuer. Also, dann lassen Sie uns gehen, Herr Braun. Weil wir ja jetzt zusammenleben werden. Ich heiße nicht Braun, ich heiße Jansen. Klar doch, Percy. Und er heißt auch nicht Percy, er heißt Vico. Na klar doch, Adelaide. Oh, sie heißt nicht Adelaide, sie heißt Ellie. Entschuldigen Sie, aber Sie und Ihr Mann sind noch Anne und Henry, oder? Tja, seit Jahren schon. Gottlob. Mal abgesehen von denen, die glauben, wir sind Freddy und Hannelore, Johnny. Ich heiße nicht Johnny, ich heiße Rüdiger. Sie kümmern sich um unsere Katze. Ach, Ihrer Katze geht das gut. Ich mache mir mehr Sorgen um Polizeimeister Schlüter, nicht? Was hat der denn jetzt wieder vor? Der hat gar nichts mehr vor. Bitte? Also der Fußgänger hat sich Polizeimeister Schlüters Aktenkoffer gegriffen und als der den wieder zurückhaben wollte, da hat der Fußgänger ihm damit einen übergebraten. Und wo ist Herr Aktufka mit seinem Aktufka jetzt? Der dümpelt nur die Straße rauf und runter und sucht hier Nummer 42. Oh Gott. Ja, sollen wir hinten rausgehen? Gute Idee. Björn, was meinen Sie mit wir? Ja, ich komme mit. Nach Barcelona? Ja, wieso denn nicht? Alle anderen haben Sie doch auch bezahlt dafür, dass Sie mich mitgebracht Ja, wir haben schon einen Aufpasser für die Sicherheit. Ja, dann haben Sie jetzt auch noch einen Gärtner. Ja, jetzt sind wir schon 6. Ja, hoffentlich kriegen wir Gruppenrabatt. Ne? Ja. Wir warten da draußen auf dich. Ich verhandle gerade die Arbeitsbedingungen fürs Personal. Du tust was? Ich bin gerade als Ihr Gärtner eingestellt worden. Ich hab gedacht, Sie kümmern sich um die Katze. Das wird ihr gut gehen. Ich bringe sie zu meiner Schwester. Ne? Und dann gebe ich dem alten Mädchen 50 € für ihre Mühe und dann treffe ich sie am Flughafen. So. Wir müssen los, was hält euch hier? Ja, wie scheint mein Geld? Seine Schwester guckt für 50 € nach der Katze und er kommt mit nach Barcelona als unser Gärtner. Ich denke, Sie sind verheiratet, Björn. Na eben, meine Alte wird doch im Leben nicht auf die Idee kommen, mich in Barcelona zu suchen. Der Manus, je mehr, je lustiger. Ja, ich muss daraus, mein Taxi steht vor der Tür. Ja, Ne? halten Sie sich weit weg vom Polizeimeister Schlüter. Und Herrn Aktufka. Ich sehe sie am Flughafen. Wir sehen uns am Flughafen. Sicher ist sicher. Oh ja. Sicher ist sicher. So, jetzt kommt er. Aktufka! Aktufka! Da hat du doch Aktufka. Nichts da, Aktufka! Da, Aktufka! Sie müssen ein bisschen deutlicher reden, mein Herr. Aktufka! Ode mi moje pieniądze! Ich fürchte, dass wir Ihr Kauderwelsch nicht verstehen. Ode mi moje pieniądze! Das hört sich an wie Polnisch. Ode mi moje pieniądze! Jetzt fange ich an, sein Kauderwelsch zu verstehen. Liczę do 5. Sorry, ich habe das letzte nicht ganz mitbekommen. Gib ihm das Geld. 1, Warten Sie einen Augenblick, ja? 2, Wir lassen einen Übersetzer holen. Ich brauche keinen Übersetzer. 3, Wir machen ein Geschäft. 50-50. 4, Gib ihm alles. 5. Aktufka! Da! Vico, Aktufka! 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 hattest du Besuch erwartet, Darling? Nee, Liebchen, weißt du, wer das ist? Nein, das weiß ich nicht. Aktufka! Guck mal, der hat ja unseren Aktenkoffer.
den soll er doch nicht behalten. Nee, das Geht doch. Aktufka. Aktufka. Aktkova. Das war das. Wow. Was zum Teufel war denn hier los? Hauer, was ist das denn? Oh, nicht anfassen, die ist geladen. Was ist die? Ja. Ach, was? Was zum Teufel war denn hier? Haben Sie geschossen? Ja sicher, wir wollten ja ein bisschen Musik hören, ne? Kann ich die Augen wieder aufmachen? Polizeimeister Schlüter kommt ja schon. Wo ist der Kerl, der mir den Aktenkoffer weggenommen hat? Da ist er. Was ist mit ihm passiert? Er ist hingefallen. Warum ist hier geschossen worden? Ja. Wer ist der Kerl? Los, wer ist der Kerl? Wir sollten jetzt besser die Wahrheit sagen. Nee, das ist auch ein Grund für. Nein, ich will gestehen. Sie sind doch noch gar nicht richtig über Ihre Rechte aufgeklärt worden. Ruhe, hinsetzen, alle Mann. Los. Und Sie lassen mal hören. Also, ich habe diesen Aktenkoffer aus Versehen in der S-Bahn mitgenommen. Der Kerl, der meinen Aktenkoffer genommen hat, ist bei der Katwigbrücke in der Süderelbe gelandet. Und der ihn da versenkt hat, ist hier da auf meinem Teppich gelandet. In diesem Aktenkoffer sind ein paar Papiere, ein Adressbuch und das, was von einem Butterbrot mit Käse und Mayonnaise übrig geblieben ist. In diesem Aktenkoffer sind 1 Million Euro. Minus 10% für ihn, 25.000 für ihn und 7.500 für einen Wagen, der bloß 500 wert ist. Das war die Geldseite der Sache. Kommen wir jetzt zum Personal. Sie ist nicht Adelaide, die Nudistin, und er ist nicht Percy, der Perverse. Sie ist Ellie, die gute Freundin aus dem Krabbenkampf. Angenehm. Und er schlicht und einfach Vico. Angenehm. Er ist nicht mein Bruder Johnny, der hofft, den 1:50 Uhr nach Augsburg zu kriegen. Er ist Herr Dasenbrook, ein Schnüffler aus dem Prinz-Heinrich-Krug. Angenehm. Er hat eine Menge Fehler, aber er ist der, er sagt, der ist Björn. Angenehm. Ich bin nicht Freddy P. Möller, der Schwager von dieser Dame, Anne P. Möller. Angenehm. Ich bin Henry P. Möller, der Ehemann von dieser Dame. Angenehm. Und wer ist er? Er ist Herr Big Boss. Angenehm. Sagen Sie das nochmal. Nochmal, also. Ruhe, kommen Sie, helfen Sie mir, ihn in den Krankenwagen zu bringen. So, komm, abführen. Los. Komm. So, los. Und Sie, nimm mal den Koffer mit dem Geld mit, ja? So, komm. Mach ich. Patsch ab, ja, dann kannst du da So, das war's. Ja, Das war's. Anne, bring für das Geburtstagskind das Brathuhn auf den Tisch, ja? Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Henry. Danke, Anne. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Henry. Danke, Elli. Tja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Henry. Danke, Vico. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr P. Müller. Danke, Rüdiger. Tut mir leid, dass Sie jetzt doch nicht vorzeitig in Rente gehen können. Also los, lassen Sie uns gehen. Gehen? Wohin? Flughafen. Barcelona. Haben Sie da nicht zugehört? Wir haben alles verloren. Polizeimeister Schlüter ist mit dem ganzen Geld weggegangen. Polizeimeister Schlüter? Ja, aber der hat doch bloß die 132.500 Euro, mit denen Sie ihn geschmiert haben. Ja, der Rest ist doch immer noch in diesem Koffer. Also dann... Ab nach Barcelona!